warme Gedanken machen. Hält bestimmt warm, Ingwertee auch. Aber ich glaube, wo man garantiert keine kalten Füße kriegt, ist beim Musikmachen. Jo, das ist wirklich so. Oder? Sag mal, ihr habt ja aber nicht Glück gehabt, ne? Ihr habt viele Haar. Hört das ehrlich warm? Ist das warm, wenn er so kölig ist, Buten? Ja, das ist der beste Weg, warm zu werden. Um zu bleiben, yes. Um zu bleiben, ne? Ja. Ja, das ist ja viel besser als ein Pudelmutz und so was. Ja, die Gebrüder Wolf, die haben Anfang letzten Jahrhunderts ein Lied geschrieben, was man im ganzen Norden kennt. Eine Ex-Seiten Jung mit einem Tüdelband. Und Tüdelband heißt die Band der beiden Leute, die bei uns zu Gast sind. Das sind nur 2 von der Band, da gibt es noch viel mehr. Herzlich willkommen, Mire Butmann und Malte Müller. Moin. Hallo, ihr zwei. Schön, euch da zu haben. Ganz nett. Achso, ich wollte gleich mal sagen, ich bin hier für Hochdeutsch zuständig. Ne, du hast, glaube ich, eben Sie hat schon die Sprache vor lauter Schreck vergessen. Ich war so beeindruckt und dachte, was hat er mit denen geschnackt? Klar, es ging um die Haarpracht der beiden, ob das im Winter warm hält. Und ihr singt jetzt auf Platt. Das hört man immer mehr, dass auch moderne Musik auf Platt gemacht wird. Ist denn Plattdeutsch zum Singen gut geeignet, Mire? Also wir finden schon, wir haben das ausprobiert vor 3 Jahren in etwa, wo ich die Band gegründet habe und sind dabei geblieben, weil es uns sehr viel Spaß macht und weil wir finden, dass man eigentlich alles gut auf Plattdeutsch ausdrücken kann. Dann kann man das einfach nicht erklären, wie das sich anhört. Das muss man sehen und hören, ganz vor allem. Mire, ihr seid ja alle ausgebildete Musiker. Du bist, was man jetzt auf den ersten Blick gar nicht denken würde, Kirchenmusikerin eigentlich. Genau, ich bin Kirchenmusikerin für Popularmusik, für Jazz, Rock, Pop. Genauso wenig, wie man denken würde, dass ich plattdeutsche Musik mache. Wahrscheinlich denken viele auch, dass ich Kirchenmusikerin bin, aber es macht mir viel Spaß. Aber was heißt das genau? Kirchenmusikerin für Popularmusik? Bei Kirchenmusikerin denke ich an Bach und Händel und so, aber für Popularmusik heißt? Das heißt, dass ich hauptsächlich für die modernere Gestaltung der Musik in Gottesdiensten zuständig bin und auch einen Gospelchor leite, eine Band anleite. All diese moderneren Formen auch von christlicher und kirchlicher Musik. Und was ihr beide gemacht habt, war der Popkurs an der Hamburger Musikhochschule. Kennt ihr euch daher, Malte? Wir kannten uns tatsächlich schon vorher. Wir haben uns knapp ein halbes Jahr vor dem Popkurs kennengelernt, haben dann festgestellt, witzig, dass wir auch beide den Popkurs machen wollen. Ja. Wir wurden dann auch eingeladen, den zu machen. Aber die Band existierte da schon. Ja. Okay. Und was ist überhaupt Bandsprache bei euch? Hochdeutsch oder Plattdeutsch? Das ist halt in musikalischen Sachen. Müsst ihr ganz ehrlich sein, Hosen runterlassen. Also eher Hochdeutsch, weil es viel schnell, beziehungsweise viel englische Fachbegriffe sind ja auch. Ach so, musikalische Fachbegriffe. Ein bisschen Abtempo spielen. Ja, und, wir sind ein bisschen international unterwegs. Wir schnacken Platt, wir schnacken auch Hochdeutsch. Ja, aber wir haben auch 2 Bandkollegen, die momentan in Amsterdam studieren und deshalb wird auch Niederländisch gesprochen. Und das ist ja dem Plattdeutschen ja auch sehr ähnlich. Genau. Jetzt gibt es ja viele, die ganz böse unken und sagen, mit dem Plattdeutschen geht das langsam zu Ende, Plattdeutsch stirbt langsam aus. Was setzt ihr dem entgegen? Unsere Musik. Sehr ganz gut. Einfach. Merkt ihr das denn, dass Plattdeutsch immer weniger wird oder wie ist so die Resonanz? Dadurch, dass wir uns viel damit beschäftigen und viel unterwegs sind, auch in Kontexten, wo auch Platt gesprochen wird, merken wir das eigentlich nicht. Und ich glaube da auch nicht wirklich dran, dass Plattdeutsch aussterben wird. Ihr seid nicht nur für plattdeutsche Musik machen berühmt, sondern auch dafür, dass ihr an ungewöhnlichen Orten konzertiert. Wir haben ein schönes Foto, da hattet ihr, glaube ich, einen Auftritt in einem Spielwarengeschäft. Anschließend sieht man euch da mit den Fans schnacken. Also das war schon mal ein ganz ungewöhnlicher Ort. Und dann haben wir es im Film auch gehört, ihr seid im Knast aufgetreten. Wo war das denn, Malte? Das war hier in Hamburg, in Fuhlsbüttel. Wie kam das? Es gibt in Hamburg einen Verein, der heißt Kultur im Knast, KIK. Und die laden halt Bands ein, im Knast selbst zu spielen vor den Häftlingen. Und da waren wir bisher schon 2-mal und es waren immer super Konzerte, hat Spaß gemacht. Und eure Fans, die sind ja von ganz jung bis schon deutlich was älter. Also es gibt eine große Spannbreite. Gibt es auch so Groupies? Bisher noch nicht. Nee. Wer weiß, ob das jetzt losgeht. Groupies in dem Sinne vielleicht nicht, aber man sieht schon immer mal wieder bekannte Gesichter vor der Bühne, die dann auch regelmäßig auftauchen auf Konzerten. Und das freut uns natürlich sehr. Und sind diese, die regelmäßig kommen, eher die jungen oder eher die älteren Zuhörer? Das ist ganz unterschiedlich. Auch sehr unterschiedlich. Quer durch die Bank. Quer durch die Bank, ja. Wie kommt denn euer Outfit bei dem älteren Publikum an? Weil die Mehrheit der Plattschnacker ist ja doch so, sagen wir mal, über 24. So dieses, bei dir würde man jetzt denken, du machst Reggae-Musik mit den ganzen Eisengedöns im Gesicht und so. Wie kommt das bei den Leuten an?
Ich werde häufiger mal von älteren Damen gefragt, wie man das dann macht und ob ich jeden Morgen dann irgendwie die Haare so machen muss. Und die sind dann immer sehr gespannt, dass ich erkläre, das muss man nicht jeden Tag neu machen. So. Das hält schon eine Weile. Eigentlich ist die Reaktion sehr positiv. Hat natürlich auch einen Wiedererkennungswert. Total. Und bisher gab es nur einen älteren Herrn, der es total absurd fand. Der hatte gedacht, dass seine Perücke, die an der Mütze fest ist. Und der war dann sehr enttäuscht. Der hat aber nicht dran gezogen, oder? Das ist echtes. Oh, weia. Herrlich. Du hast jetzt ein T-Shirt an, da steht drauf, Ich leef Uwe. Yeah. Und Uwe ist ja auch der Titel, den wir vorhin gehört haben. Wer ist Uwe? Was hat es mit diesem Titel auf sich? Naja, Uwe ist erstmal ein Song, den Mire geschrieben hat. Und Das haben wir schon mitbekommen. Wir lieben ihn halt alle. Und Mire auch. Ja. Aber da gibt es halt einen Haken an der Sache. Und der ist? Ja, Uwe ist zwar ein ganz schmucken Kerl und wir finden ihn alle klasse, aber Uwe stylt ob Jungs. Ah, okay. Ist So das heißt was es auch in dem Lied, ne? aus dem echten Leben oder ist das... Es ist so wie mit jeder guten Geschichte, die hat irgendwie schon was Hat schon was Wahres. Wahres. Gibt es ein Wort eigentlich dafür, für Jungs, die auf Jungs stehen im Plattdeutschen? Ne? Kennst du es auch? Sag mal. Achterlorder. Achterlorder. So, nur weet je doch Hus auch Bescheid. Ihr seid, also in dem Plattdeutschen gibt es ja wirklich ganz schön explizites Vokabular. Ja, aber das ist ja das Schöne. Man kann wirklich alles auf Plattdeutsch sagen und es tut nicht weh, ne? Was ich ehrlich gesagt nicht verstanden habe, ist Nieland ist der Titel eures aktuellen Albums. Was heißt Nieland? Nieland heißt Neuland tatsächlich. Neyland oder Nieland, Neuland. Warum heißt das Album so? Weil auch dazu gibt es natürlich einen Song, der so heißt. Und auch, das war so unser zweites Album. Und wir haben so gemerkt, dass es so langsam weiter nach vorne geht mit der Tüdelband. Und wir aber immer noch auch immer noch jetzt ganz viel Neuland betreten, halt unter anderem mit den Locations, wo wir spielen. Und mit der Sprache natürlich auch immer noch Locations. Das war wieder Location, das ist der Ort, wo das stattfindet. Jo. Die Lokation, kann man vielleicht sagen. Ja. Ja. Und deswegen dachten wir, es ist ein cooler Titel, ein toller Titel, ein Bannig Goder Titel Ja. für das zweite Album. Und ja, jetzt heißt das so. Das dritte ist jetzt in Arbeit und wir wollen aber auch noch was hören, Wir oder? wollen noch was hören. Ihr habt ja hier einmal so eine Gitarre mitgebracht und einen Karton, hätte ich fast gesagt, einen Cajon. Cajon, ja. Und da wollen wir natürlich ein schönes Weihnachtslied anstimmen, weil ihr seid ja auf Weihnachtstour auch unterwegs. Du kannst dich ja schon mal draufsetzen und spielt bei den Norddeutschen im Wohnzimmer, gibt Wohnzimmerkonzerte. Das hat ja Gunter Gabriel und die Toten Hosen haben das auch gemacht. Und jetzt haben wir gedacht, machen wir auch ein kleines Weihnachtskonzertchen hier. Weihnachtswohnzimmerkonzert bei meinem Nachmittag. Zwei. O Tannenbaum, liebe Tannenbaum, du hast nicht jenes Glicken. Ob Erden was, kein einzig Baum, denn so hast du min Freudentraum. O Tannenbaum, liebe Tannenbaum, du hast nicht jenes Glicken. Du hast nicht jenes Glicken. Ey, war das aber weihnachtlich, oder? Herrlich, toll. Schön. Die Tüdelband, 0,5, oder? Wie sagt man? 0,5. 0,5 Tüdelband haben wir jetzt hier, oder? Die Hälfte? Ach so, ich habe auch gerade überlegt, 0,5 habe ich irgendwas verpasst. Nein, 50% nein. von der Tüdelband. Genau, grüßt die anderen beiden schön. Und ihr müsst natürlich noch ein bisschen arbeiten hier. Mit dem Lied war das noch nicht genug. Wir kommen zu unserem Nachmittag-Quiz. Und wenn ihr so nett wärt, das ist die Frage. Von wem stammt das Tüdelband-Lied? A von Richard Germer, B von Hans Albers, C von Knut Kiesewetter oder D von den Gebrüdern Wolf. Wenn Sie es wissen, ran ans Telefon, rufen Sie uns an 01375 95 4000. Und wenn Sie durchgekommen sind und die richtige Antwort sagen, bekommen Sie unseren Tagespreis. Und der sieht folgendermaßen aus. Also erstmal der Tagespreis. Da sind die begehrten Mein Nachmittag Tassen drin, die Mein Nachmittag Schürze und unser ganzes Genießerpaket mit Wein und so weiter. Pasta sehe ich da, all das schicken wir Ihnen zu. Und heute legen unsere lieben Gäste, die wir hier haben, Malte und Miriam, noch was drauf, nämlich das Album Nieland, wie gesagt, auf Hochdeutsch Neuland und natürlich frisch signiert.
Das Für wär all super. diejenigen, die nicht durchgekommen sind im Laufe der Woche und jetzt auch noch nicht durchkommen werden, gibt es immer noch die Chance, etwas zu gewinnen. Und zwar ist heute Freitag, da gibt es unseren Wochengewinn. Und das ist dieser digitale Satellitenreceiver, HDTV-fähig. Und gibt es noch eine Fernbedienung dazu. Das zeigen wir Ihnen nachher. Also das bekommen Sie natürlich auch dann. Das ist dann die Möglichkeit, die es noch gibt heute. Was zu gewinnen. Ihr zwei, vielen Dank für euren Besuch. Sagen Dankeschön.